Welkom tot het nächste programma. Ik freue mich, dat u daarbij bent. Mijn naam is Gabrielle Kroon. En ik mocht die nemen in de serie wat ik 5 mal angefangen heb. Eine Früh nom Hort Gottes. Und von der mocht ik die verstellen, wer ist Hannah in der Bibel. Die Geschichte kannst du nachlesen in 1. Samuel, die ersten 2 Kapitel. Und das ist eine interessante Geschichte, weil die biblische Zeit wird dort anders, wo die Männer für ein 2 Frühes hatten oder mehr, besonders im Alten Testament. Und so wird es mit Hannah auch. Hannah, ihr Mann, hat 2 Frühe, sie und dann noch eine andere Früh. Und die andere Früh, die hat viel Kinder. Und für die Zeiten wird es so, wenn du nicht Kinder hast, dann hast du nicht den Sehen. Oder du hast kein Wert, als Frühmensch so zu sein. Und Hannah, die fühlt sich immer schlecht. Alle verglichen ihren sein. Naja, die andere Früh, die ist so gut. Die hat einen Klumpen Kinder. Ich weiß nicht, wie viel die gehört hat. Aber die hat viel Kinder und sie hat kein. Sie wird immer raufgedrückt, hat sie geschoben, wenn sie nicht Kinder haben können. Und sie wünscht sich dort so vom Herzen, dass sie auch ein Kind haben. Und dann einen Tag, dann reisen sie taub mit ihrem Mann und auch die andere Früh, wo sie einfach dort trafen, ein Fast von Israel hatten als Volk. Und sie hat im Tempel beten. Sie bet so bitterlich und ruht für Gott und kämpft für Gott und sagt einfach, Gott, du sitzt meine Situation und wo ich leben will. Und dann kommt der Prophet noch eher und er fragt ihr, was ist los mit dir, was ist dir hier, warum ruhst du so? Und sie sagt, ich bete Gott und ich habe Gott ein Versprechen gegeben, wenn er mir dort was erfüllt. So versprechen wir, wenn sie wird ein Kind kriegen, sie wird das Träg noch Gott geben. Und das Prophet sagte dein Wunsch wird Gott erfüllen, dein Gebet wird Gott erfüllen. Und diese Freude wird so mutig. Und dann, wenn ein Jahr, was sie dann in Sehen hatten, sie nannten den Samuel. Und Samuel, das ist ein Prophet von den Lutherjahren, wo die viel erfüllt haben, wo die viel belebt haben, wo sie wirklich ein Kind gekriegt haben, was für viele Völker eine Veränderung gebracht hat. Und wenn sie Gott treu geblieben wären, dessen Sehen treu gebracht hat, Versprechen eingeholt hat, schon Gott noch mehr Kinder. Und in dieser Geschichte möchte ich die 3 Dinge rücklehren. 3 Dinge, die für mich wichtig sind. Nummer 1, und dann was für eine Situation du bist, und dann was für ein Leben du hast, wo deine Geschwister sind, wo deine Schwestern, Schwestern oder Freunde sind, vergleich die nicht mit anderen. So, Gott hat eine besondere Geschichte für dich. So, wenn die wird kriegst, so merken als deine Schwester, als deine Schwester oder wer immer, die Person ist, die immer das Gefühl hast, naja, die ist besser als ich. Dann möchte ich die ein Ding weiten und Gott wird dich einmal so merken als die. Also vergleich die nicht mit den anderen Menschen. Nummer 2, es ist auch so wichtig, bete Gott. Haben abrechtes Leben für Gott. Gott wird deine Gebete eine Erhörung haben. Wenn du Dinge hast im Leben, die musst du anders haben. Bete Gott. Seh Gottes Jenwut. Geh in deine Stufen, seh Gott. Gottes Jenwut und er wird dich leiden. Wenn du in dir ein Gefühl hast, ich sehe vielleicht nicht so schmack, oder wo immer dein Trouble ist, ich kann nicht so gut essen mehr, oder ich sehe nicht so eine gute Mama, oder wo immer du ist, go für Gott und sag, Gott, verändere mich an diesem Punkt. Entweder Gott wird dein Herz verändern, und du wirst sehen, wie wundervoll Gott dir gemerkt hast, und du wirst sehen, dass es nicht neidig dass du kriegst so viel tun musst oder so tun musst, als andere das tun. Seg dir dein eigenes Leben. Seg dir deine eigene Person. Dort, wo du scheint und dort schaffst. Und dort, wo du wirklich kannst. Und dort, wo du bist, united. Seg dich selbst, wo du gleich zu sein. Verseg nicht so zu sein als andere. Gott wird dein Gebet erhören. Sieh Gott treu in dein Herz und dein Gebet. Und Gott wird deine Gebete erhören. So, die 3 Dinge, die ich die Karte abnehmen möchte, ist, vergleich dich nicht mit anderen, seh Gott und seine Jenwut und sein Gebet, und Gott wird dir treu sein als Nummer 3. Und liebe Frau, du bist wichtig für deine Familie, eine Veränderung zu sein. Mag Gott dich und deine Familie segnen. Wenn du Frauen hast, du wirst vielleicht ein Gebet haben, wo immer du auf dem Herz hast, du darfst mir jeden schreiben. Mag Gott dich wirklich sehen.